smiled to her face and whispered, Mom, this world is mine. It's not gonna hurt me, everyone's friendly, no one needs to cry. I wish that I hadn't thought so when I was playing with the bees. The sound was fun, they were spinning around. Oh, es ist herrlich, endlich wieder The Long Dark. Christi zurück. Und zwar, heute ist der 22. September und am heutigen Tag erschien der Teaser zu Episode 4 von The Long Dark, Furry Then Silence. Wir werden jetzt bis zu diesem Datum, wo dann die Episode 4 erscheint, noch ein bisschen den Überlebensmodus spielen. Neu. Wir werden den Reisenden nehmen als Schwierigkeitsgrad. Okay. Und wir werden... Was nehmen wir denn? Das ist schwierig. Der Rätselsee, warte mal. Verbunden mit Küstenstraße, dem idyllischen Tal, trostlosen Marschland und Gebirgsstadt. Den werden wir nehmen. Genau. Wir werden, da wir in Episode 4 wieder Will spielen, jetzt mal Will nehmen. Bis zum Release. Genau. Ich hoffe länger wie beim letzten Mal den langen Tag Überlebensmodus. Weil da haben wir nur 4 Episoden oder so überlebt, gell? Auf Messerschneide, das ist, ich spiele jetzt mal, wenn es ansteht. Ich muss ja wieder ein bisschen üben. Ich habe so vor 5 Monaten das letzte Mal gespielt, den Schatz. Ehrlich. Okay. Herrlich. Unser Charakter kann nicht springen. Ist ein bisschen armes Würstchen. Gut. Wo fangen wir an zu beginnen? Da unten ist ein Leich, schau. Da müssen wir sofort hierher, ist her mit der Leich. Ah, geil, endlich wieder der lange Tag. Voll geil. Da lass ich ein bisschen ein Fanboy aushängen. Ach, Will. Schön. Er hat in Episode 2 ja ziemlich einen auf die Schnauzen gekriegt, gell? Und zwar hat er müssen genau da weg zum Damm laufen. Und ist dann im Damm bös verprügelt worden. Oder sagen wir jetzt mal bös vermöbelt, gell? So. Wenn wir dann da unten, müsste jetzt eigentlich ein kleines Gebäudchen kommen, wo wir uns niederlassen können. Stock. Über Stock und Stein musst du laufen. Über Stock und Stein wirst du saufen. Das nehmen wir gleich alles mit. Bin mal gespannt, wie lange wir es überleben. Wie spät ist? Warte mal, da ist es gegangen, genau. Mittag. Okay. Es ist zu Mittag. Es ist zu Mittag. Das heißt, wir brauchen was zu essen. Weil der Will, der hat immer so einen Hunger wie ein Elefant. Genau. Das würde ich sagen. Oder wie eine Kuh auf der Weide. Ach, herrlich. Genau in dem Monat, wo ich 40 wäre, erscheint Episode 4. Wie schon vor 2 Jahren Episode 3. Wo wir die Astrid gespielt haben. Geil. Erst da liegt die nächste Leich. Da bist du deppert. Komm her. Gefrorene Leich. Nix drin. Super. Gut. Du kleines Gebäude wirst unsere kleine Basis für nebenher. Und zwischendurch, was liegt da? Nix. Nehmen wir die Hagenbutten mit. Hagebutten, so heißt's. Ja, Willi. So überladen bist du noch nicht. Das ist nicht gut, dass er nichts anhat. Ja, ein bisschen was hat er mit. Aber
Nicht viel. Bin gespannt, wie lange wir überleben werden. Wahrscheinlich nicht lang. 3 Minuten. Hm. Ja, da lässt sich einiges anfangen erst. Ah, da schau, ein Gipfelbrause erst. Cycle Dose, die Kiste, die können wir uns dann später für Holz aufbewahren und hin und her. Sprühfarbe, Müsli-Riegel, Schweinefleisch mit Bohnen. Ach, das wird ein Festmahl. Lecker. Leckerlich. Wie ich schon auf diesen Tag hingesehnt habe, wo Episode 4 erscheinen wird. Ach. Und jetzt sind es nur noch knapp 14 Tage. What have we here? Genau, eine brauchbare Wollmütze. Oder eine getragene, eine zugespritzte, man weiß es nicht genau. So ist nix. Stapelos Papyrus. Ah, da ist die Werkbank, genau. Holz. Das können wir alles noch zerlegen. Was haben wir da? Eine Schnur, eine Sturmlaterne. Was ist da drinnen? I could use this. Revolverpatrone. Na gut, es hat nichts zu bedeuten. Yippie! Wenn einmal irgendwo in den Spiel die Revolverpatrone auftaucht, hat das nichts zu bedeuten. So. Wir müssen uns einen Lagerplatz suchen. Da hinten ist noch ein Stapel Papier. Ah. Vorhang. Okay. Ein bisschen benannt ist er noch, der Burschi. Den Stuhl können wir noch und auch noch zerlegen für flotten Stuhlgang. Oh. Ja, begrüße, Alter. Ja, das ist mal besser ausgeschaut. Ah, ich glaube kaum, dass das noch wer braucht. Will. Ah, das können wir später noch lernen. Ah gut, das Level-System. Naja, es ist oberflächlich, sagen wir mal so. Du kannst was lernen, aber fix jetzt da das, was wirklich, Ketchup-Chips. Lecker. I think I can use this. Revolverpatrone. Wo ist der Revolver? Also, Kochtopf. Also, ist das schon mal ein Zeichen, dass der Revolver da irgendwo umlümmeln muss? Dann werden wir die Augen offen halten. Wie ein Luchs. Betty, 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 Konfetti. So. Das können wir alles noch durchsuchen. Das können wir alles noch durchsuchen. Bevor es jetzt da des Nächtens wird, werden wir uns jetzt aber trotzdem noch mal schnell davon schleichen und die Gegend erkunden. Ob wir den Revolver jetzt wirklich finden, das lasse ich mal dahingestellt. Oh, schau, was da liegt. Na komm. Ah, die hat er an, gell? Ich glaube, es wird gescheiter sein, wir ziehen am Day an. Warte mal, wie ist denn das gegangen? So, Willibald Schmidt. Achso. Auf die kann anziehen. Egal, wir werden schon was finden. So. Dann tun wir ihm jetzt einmal. Wir müssen ihm sowieso ein bisschen entleeren, den guten Mann. Alle umlagern. Da haben wir auch da einer, den da haben wir auch da einer. Den da haben wir da einer. Das wird jetzt zwar ein bisschen ein Chaos werden, aber egal. Ich
vertraue nicht drauf, dass wir in Dings jetzt finden werden. Na? In Revolver. Der kann irgendwo liegen. Und ich vermute, dass er wie immer am Bauernhof unten liegen wird. Na. Da bin ich jetzt auf der falschen Seite von der Karten. Wurscht. Warte mal kurz, wo ist denn das jetzt? Da. So, Willibald Schmidt. Aktionen, das kann ich. So kann ich das so anziehen. Her ist da. So. So. Saki die Waki. Runter mit dem Saki. Wenn wir. Jetzt sagen wir mal anziehen. Naja gut, er schaut trotzdem noch immer aus wie ein Penner, aber ist ja wurscht. So. Ein leidgeprüfter Mensch. Okay, passt. Bisschen was zum Essen hat er mit. Da werden wir den Schatz, werden wir jetzt da verstauen. Da, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir müssen sowieso einen Verband auch noch machen, was ich mir erinnern kann. Ah, haben wir 3 mit. Passt. Allerdings, wir benötigen eine Waffe. Ja. Passt. Wir spazieren noch mal kurz weg. Rätselsee. Wir schauen uns mal zu die ganz unteren Häuser kommen. Da Richtung, keine Ahnung, ob das Süden, Norden, Westen oder Osten ist. Keine Ahnung. Ah. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Und das kann dir so... Haha, und das kann dir so dermaßen einscheißen. So. Could end up being useful. Du kannst innerhalb von 1 Tag hier sein, du kannst da innerhalb von 20 Tagen nicht hier werden. Hundefutter, lecker. Es wird ein Festmahl, dir sage es. Erst schaut und lecker leicht. Es ist Gleichzeit. Ja, Wonder if this is any good to eat. danke. Der gefrorene Angler. Und hinter jeder Ecke kann eine Überraschung stecken. Das finde ich so geil in den Spielen. So. Ich weiß, ich schwärme wie ein Schwein davor, gell? That'll come in handy. Richtig. Und wer es nicht weiß, oder wer das Spiel noch nicht kennt, die Hauptprotagonisten des Spiels, die Astrid und der Willibald, die haben die Original-Synchronstimmen der Mass Effect Trilogie. Mark Mehr, glaube ich, und Jennifer Hale, oder so wie die Dame heißt. Bin mir nicht ganz sicher. Hol ich wieder Kauweich erst, was wir durchschauen können. So, her damit.
Ich glaube in der ersten oder in der zweiten Episode mit dem Willibald bist du da unterwegs, was ich mir erinnern kann. Mülleimer, Mülleimer findet man sicher, was wir suchen. Truhe. What have we here? Oh. Du wirst es kaum glauben, aber das, was du da an Kleidungselementen mitkriegst, wärmt dich nicht nur, sondern es dient ja auch so als kleine, ich sage jetzt mal oberflächlich gesehen, als Rüstung gegen die Tiere, die da angreifen können. Hope I can still eat this. Abgetrollte Zeitung. Oh, Mülleimer, Medizinschrank. Nobody needs this anymore. Na, das glaube ich weniger. Junge, das glaube ich da nicht, dass das irgendwer brauchen kann. Hier ist auch keine Waffe zu finden. Ich bin doch mal gespannt, wo wir den Revolver finden. Im Prinzip können die nur 3 Tiere angreifen. Oder 3 Tierarten. Der Bär. Oder die 2 Arten der Wölfe, die es gibt. Da gibt es die kleinen schwarzen und dann gibt es die etwas größeren grauen. Die größeren grauen hingegen, die sind wirklich auch grauen. Die haben eine eigene Moral-Mechanik gekriegt mit der 3. Episode. Die greifen die im Rudel an, ein paar Mal, und du musst es aber immer wieder abwehren. Die greifen in Wellen auf gut Deutsch gesagt an. Ne? Also recht interessant gemacht. Ja. Mülleimer ist leer. Na, auseinander und zurück. Alteimer. Man muss sagen, das Spiel hat sich eigentlich verdammt gut entwickelt. Okay, schauen wir nochmal in die letzte Hütte. Vielleicht finden wir da einen Revolver. Oder eine Waffe. Oder den Fatman aus Fallout. Naja, wir wollen sie nicht übertreiben. Aber etappenweise musst du übertreiben. So, kann man da schon rein. Ist ja nix. Okay. Da hätten wir jede Menge Holz zum Überleben. Einen kleinen Stein für das kleine Stachelschwein. Erdnussbutter, da ist ein Kassettenherst. Ah, das hält jetzt nicht aus. Tisch, Metalldose durchsuchen. This'll come in handy. Upp. Der ist leer. Kühlbox durchsuchen wir, vielleicht ist was zum Essen drinnen. Ein Glas Wasser, ein verschimmeltes. Wenn wir schon vom Bären gesprochen haben, da ist der Foto. Hihi. Was sehr undeutliches, aber es soll dir nur signalisieren, mit mir ist nicht zu spaßen. Und was ich mich da geärgert habe in Episode 2. Naja, wurscht, aus. Ab und zu ein bisschen huchen, weißt. Ah, da hinten ist noch ein Haus, schau.
Wie spät ist? Naja, es wird des Nächtens. Mal schauen, vielleicht lassen wir uns da hinten über die Nacht nieder. Ah, überladen ist einer, der Bursche. Aber da sind auch noch zwei Häuser. Wurscht. Eins nach dem anderen. Revolver-Muni. Ein Gezederholz. Okay, da ist ein Eisloch. Leer. I could use this. Das können wir alles gebrauchen, mein Freund. Die Hütte nehmen wir jetzt in Angriff. Ansonsten übernachten wir da gleich. Ich glaube, jetzt sind wir überladen. Na, nicht einmal. Okay, da hätten wir ein Bett, da hätten wir alles, was wir brauchen. Leer. Egal, egal. That'll come in handy. Richtig, mein Freund. So. Jetzt sind wir überladen. Mein Mülleimer schon geschaut? Nö. Was sagt die Uhr? Naja. Kurz vorm Abnüppeln. Was wollt ihr jetzt schauen? Genau. Und zwar. Wir haben ja etwaig ein bisschen Gewand dazu gekriegt. Genau. So. Warte mal. 1,7, das wäre noch besser. Ja. Und ansonsten haben wir eigentlich eh nichts mehr dazu gekriegt. Ja, zweites Badel Socken. Was haben wir da? Nehmen wir das anziehen. So. Jetzt dürfte dem jungen Mann eigentlich nicht mehr arschkalt sein. Nehmen wir. Machen wir so. Genau. Schauen wir mal, vielleicht übernachten wir da. Gespeichert hätte das Spiel. Das Einzige, was sich in diesem Spiel warnt vor Gefahr, ist nicht das Spiel selber, sondern die Musik. Okay. Schauen, ob wir jetzt schnell zum Haus kommen und dann werden wir das für heute beenden.
Ja, Willi, bald, du musst jetzt durch. Die paar 100 Meter musst du noch aushalten. Tut mir leid für dich. Nicht. Oh Gott. Da vorne ist das Haus. Das siehst du eh schon so ganz. Der Schatten davon. Das Dunkle da. Der dunkle Punkt da in der Mitte. Das sind vielleicht 100, 200 Meter. Aber gerade die können immens lang werden. I need to find some place to escape this cold. Oh. Ich liebe es, wenn da die Charaktere was uns erzählen anfangen. Jetzt weiß ich aber nur nicht, in was für Richtung, dass wir in Richtung links müssen. Wenn wir jetzt da von da weg, warte mal, ins trostlose Marschland geht's glaube ich in die Richtung. Nehmen einen Zug vorbei. BZW in Richtung Staudamm, glaube ich, geht's dorthin. Ich vergiss ja alles immer so schnell, weißt? Das ist ja das Traurige dahinter. Naja. Räusper nicht so viel, Junge. Da kriegt man ja Hautausschlag. Gespeichert. Schön. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann werden wir weiter überleben. Und wenn Episode 4 dann soweit ist, werden wir mit Episode 4 weitermachen. Baba dabei. Mama mia, der Junge hat kein Content.